der Rolle des Hamlet wollte ihn keiner sehen. Henry Fahl. Seine Erfolge feierte er als kauziger Charakter mit sehr eigener Philosophie und meistens viel Durst. Handwerker spielte er, Arbeitnehmer, die ihre kleinen Fluchten suchten und fanden, wie der Schustergeselle Matten in August Lehns Possemeister Anneke. Mit dieser Unsorg-Theaterrolle wurde Henry Fahls lange Schauspielerlaufbahn kurz vorm Rentenalter zur Karriere und Henry Fahl zu Deutschlands großem Volksschauspieler und Komödianten. Mensch, ärgere dir nicht. Was versoffen ist, das versoffen. Guten Tag, Hauptmeister. Da bin ich wieder. Ich bin besoffen. Lass sie auf, sicherlich! Sie hat gesagt, das verstößt gegen gute Sitten und Gebrauchsanweisungen. Herr Brummer, von mir ist der Rahmen ab. So? Ja. Nö. Ja, Sie tun ja auch, was Sie nicht dürfen. So, was denn zum Beispiel? Sie machen Nitribit in die Wurst. Wortverdreher, Komödiant. Für viele war er das erste prägende Fernseherlebnis. Kennen Sie Henry Fahl noch? Ja, natürlich. Was sagt er Ihnen? Unsorg-Theater. Tolles Hamburger Urgestein. Oh, ich war verliebt in den. Mit Heidi Kabel zusammen, ganz ehrlich, ja. Fand ich total toll. Was war so klasse an dem? Weiß ich nicht. Der war so vertrauensselig, so. Der war einfach geil. Irgend so eine Szene, furchtbar betrunken mit dem Fahrrad. Da lag ich also bald unterm Sofa vor Lachen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das hieß, aber das war ganz, ganz toll. Im Kreise der Lieben der Unsorg-Familie. Mit Bravour gab Henry Fahl den geknechteten Ehemann, in diesem Fall von Hilde Six. Mein Mann, der fährt zur See, so hieß das Stück. Heidi Kabel und der unvergessene Otto Lütje sind als hungrige Verwandte mit auf Geburtstagsbesuch in der Gaststätte der Schwägerin. Hier riecht es aber noch gar nicht nach Schweinebraten. Na, Sie wird uns ja nun wohl nicht Ihre trockenen Frikadellen vorsetzen, nicht? Auf dem Geburtstag Frikadellen, das wäre ja direkt die Höhe, wäre das ja. Altes Brot haben wir genug zu Hause, nicht? Du halt deinen Rand, ja? Komm, nimm Stuhl, setz dich hin. Stuhl hinsetzen. Was soll es denn eigentlich heute Mittag zu essen geben? Ach, hoffentlich was Schönes, nicht? Wenn ich das schon verraten darf, erst mal eine Hühnersuppe mit Einlagen. Und dann ein mächtiges Stück Rostbeef mit Tunke à la Chamberlain. Was, Rostbeef? Heute Hü, also. Du halt dein Rand, ja? Rost, hat sie gesagt. Brauchst du nicht gleich eine Überschwemmung zu machen, Und was noch, Fräulein? Hühnerfrikassee. Und zum Nachtisch Zitronencreme. Oh, Zitronencreme. Da hau ich mir aber ordentlich den schlag ich mir fix in den Magen, nicht? Und zuallererst hat Herr Brammer vorhin in der Küche gesagt, da will er seinen Gästen ein ganz raffiniertes Horst d'Oeuvre vorsetzen. Horst d'Oeuvre, was ist das? Horse? Horse ist doch Englisch. Das heißt Pferd. Also doch, Otto Hü. Wo unser Sohn Akademiker ist und Monika Dolmetscherin auf dem amerikanischen Generalkonsulat, da sollst du es ja eigentlich von selber wissen, dass das so viel wie appetitreizende Vorspeise heißen tut, nicht? Ja. Ach so, wir sollen also erst noch den richtigen Appetit kriegen, nicht? Doch, Appetit haben wir sowieso. Wegen das schöne Essen hier heute, nicht?
Da haben wir zu Hause die letzten 3 Tage kein richtiges Mittagessen mehr gehabt. An Rand, ja? Er ist gern mit Menschen zusammen gewesen. Also hat gern viele um sich gehabt, hat gern Leben um sich gehabt. Und es war bei ihm, wo er war, eigentlich immer nur Fröhlichkeit. Also dieser traurige Clown, das war er nicht? Nein, das war er nicht. Nein, das war er nicht. So ganz trocken warf er da manchmal was dazwischen und dann hatte er alle wieder auf seiner Seite. Nein, er war ein guter Kollege. Sehr guter Kollege. Meine liebe Tante, meine liebe Taline, die ganzen Jahre, da wollte ich dich schon immer mal was fragen. Aber die Wörter, die sind mir nicht mir herausgekommen, so und was. Aber heute an so einem schönen Tag, nicht, wo die Sonne, die singt, nee, die nicht dazu singt. Die Sonne scheint und die Vöglein, die singen, nicht? Und die mit ihren Eiern wühlen sie in den Nestern rum. Ach nee, ich kann das nicht. Also sag mal, Jan. Moment. Taline, willst du meine Frau werden? Ich habe ihm so das Trockene mehr beigebracht, das lernen müssen. Und er hat mir diese Überlegenheit, diesen Humor dabei. Also wenn ich damals was falsch gemacht habe auf der Bühne, ich war also vollkommen fertig. Und er hat mir beigebracht, das nicht zu sein, das mit Humor zu nehmen. Und das ist wirklich viel schöner. Es ist schwer, aber viel schöner. Hören Sie sich das an. Also ist das nicht unerhört, sowas? Wo das hier so hellhörig ist im Haus, nicht? Also ich hab neulich mal gelesen, das ist viel zu langsam, nicht? Ich habe mal gelesen, dass da einer verknackt worden ist, weil er das Radio so laut angestellt hat. Im Gleichtakt mit Heidi Gabel auf der Höhe des Erfolges. Tratsch im Treppenhaus. Henry Fahls eigener Neffe aus dem wahren Leben tat er auch mit Edgar Bessen. Das ist Körperverletzungsland. Herr Kocher, Hallo, Onkel Ewald! Dieter! Das ist aber nett, dass du mich mal besuchen willst. Tja, besuchen ist nicht ganz richtig, Onkel Ewald. Ich wollte nämlich hierbleiben bei dir. Was, hierbleiben? Warum das denn? Na, ich will weg von zu Hause. Warum denn dann? Weil mein Vater, der dein Bruder ist, nicht so will wie ich. Darum. Aber musst du dir das hier alles im Treppenhaus erzählen? Nee, natürlich nicht. Geh mal rein. Ja, danke. Das ist Onkel Henry. Also 97 ist er geboren und da war er 14 Jahre alt. Also so um 10, 11, also vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist meine Oma, das ist meine Mutter Lissy. Meine Oma, die hieß Friederike Konstantine Caroline. Das ist Tante Ilse, meine Tante. Das ist mein Großvater, den habe ich aber nicht mehr kennengelernt. Der war Seemann. Der ist dann aber die Treppe runtergefahren, also nicht, hat keinen Seemannstod dann gefunden. Leider ist er dann tödlich verunglückt. Und das ist Bruno, der spätere Bruno Fahlberg. Das sind sie also ganz jung. Und dann haben sie auch immer, wenn sie so alleine waren, immer Plattdeutsch gesprochen, viel. Weil der Vater von den beiden, der war ja Seemann und der Großvater, der war in Pommern, Henry ist in Stralsund geboren, der war Schäfer. Und der hat auch immer da am Deich gesessen oder am Strand gesessen und immer Strümpfe gestrickt. Ja, immer nur graue, ganz Die waren dicke. nicht so begeistert, dass das so Richtung Theater geht, nicht? Die Elterngeneration. Ja, ich weiß gar nicht, mein Großvater, ob der da noch gelebt hat, als Onkel Henry zum Theater ging, das weiß ich leider nicht. Er lebte noch und liebte die Kunstflausen seines Sohnes gar nicht. Kasperkram war das Theaterwesen für den braven Stralsunder Fischer Franz Fahl. Am 26. Oktober 1897 wurde Henry Fahl im Venedig des Nordens geboren, in Stralsund, einer stolzen Stadt, die in bester Hansetradition eher dem Handel und Gewerbe als der Kunst zuneigte.
Unweit der Marienkirche am Frankenwall Nummer 19 stand das Elternhaus von Henry Fahl. Nur ein paar Mauern haben die Zeitläufte bis heute überstanden. Der alte Markt mit seinem berühmten gotischen Rathaus und der Nikolaikirche hat sich indessen kaum verändert. Er ist immer noch das Herz und Prachtstück der Stadt am Strelasund. Den alten Markt musste Henry Fahl kreuzen, wenn er zu seinem ersten Engagement ging. Denn direkt gegenüber vom Rathaus, da wo sich heute das Gewerkschaftshaus befindet, stand damals das Stadttheater, in dem er, durch die Vermittlung seiner theaterbegeisterten Großmutter, den kleinen Sohn von Ibsens Nora spielte. Eine Statistenrolle mit Sprechverpflichtung war das. 50 Pfennig betrug die Abendgage. Henrys Text war überschaubar. Gute Nacht, sollte er im 3. Akt sagen. Dennoch kam es zu seiner ersten Konfrontation mit einer Soufflöse. Die war auf den Proben nicht dabei, und so ersetzte Henry bei der Premiere seinen Gute-Nacht-Text an Nora durch die prompte Frage: Und was macht eigentlich die Tante da unten? Der erste Bühnenlacher im Kindesalter. Ein frühes Omen für den Komödianten, der zur Freude des Publikums in Textfragen nie pedantisch sein sollte. Auch in seiner Leib- und Magenrolle des Matten nicht. Auch eine blinde Henne, die legt mal ein Ei. Ei, Ei. Was ist das? Kommst dabei? Das sind 5 Mark. Fein, ne? Wie du dabei kommst, habe ich dich gefragt. Ja, da soll ich mir mal einen guten Tag für machen, hat er gesagt. Ja. Unser guter Herr Bürgermeister. Der Bürgermeister? Was hat er hier immer rumzuspekulieren? Was wollt er hier? Ja, was weiß ich. Ich sluder nicht. Ich kann schweigen. Ja. Und saufen. Oder singen. Sah ein Knab, ein Röslein stehen. Röslein auf der Heide. Röslein, Mensch! Was sind das für Blumen da? Tja, so viel als ich davon verstehen tue, sind das Rosen. Trönbüttel. Von wem die sind, will ich wissen. Tja, von wem die wohl sind, ne? Die Leute haben ihn geliebt. Das ist unwahrscheinlich, das habe ich noch nie wieder von keinem erlebt. Woran lag das, diese Magie? Wissen Sie, die Rollen, er verkörperte sie auch so. Er war er selbst und man musste ihn einfach umarmen, wenn er diese Rollen spielte. Zum Beispiel den Matten. Das war so hinreißend, wie er das gemacht hat. Es war nicht immer richtig, aber das interessiert dann ja auch gar nicht mehr. Die Leute waren hingerissen. Und so machte ihm jede Aufführung wahnsinnig viel Spaß. Es war manchmal für uns etwas mühselig. Und einmal die Soufflöse, Henry von unten. Und er guckt, ja, was ist denn? Und hat den Revolver hingehalten, weil er immer nie hinhörte, was sie sagte. Doch wie er auch durch seine Texte schlitterte, Hamburg liebte ihn. So, König, so steigt mal alle ein da. Ja, nö, also können es nur keine Angst, nicht? Ich fahre ja selbst, nicht? Das Geburtstagsgeschenk der Hansestadt zum 70. Henry Fahl durfte einmal Hamburger Straßenbahnschaffner spielen. Seine Stadt gehörte ihm. Es geht ja alles schön glatt, das muss man ja sagen. Aha, jetzt muss ich bremsen, jetzt kommt er hoch. Mit viel Trara und kleinem Blasorchester empfing ihn ganz Hamburg am Ohnsorg-Theater. An seiner Bühne, auf deren Brettern er als sehr spätes Nachwuchstalent zum Hamburger Original wurde.
Seit 1957 war er hier engagiert und durch die NDR-Fernsehausstrahlungen der Ohnsorg-Stücke zum heißgeliebten Oper der Nation geworden. Alle kamen, ihn zu feiern, Kollegen, Stars und auch die Handwerker von nebenan. Am herzlichsten jedoch drückte ihn seine Gemahlin Germaine, die Wegbegleiterin durch die mühseligen Jahre vor dem späten und unverhofften Ruhm auf Bühne, Bildschirm und Schallplatte. Wenn die Jugend vergeht und wenn man älter wird, ist das Leben noch lange nicht vorbei. Glaube nicht, dass das Herz darum auch kälter wird. Es schlägt genau wie einst im Mai. Man ist so jung, wie man sich fühlt, solange man ab und zu noch mit dem Feuer spielt. Das ist ja grad das Wunderbare, das sind ja gerade die schönsten Jahre. Es ist bestimmt das einzig Wahre. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Ihre wirklich bundesweite Karriere hat erst in sehr späten Jahren für Sie angefangen. Ja, vor 10, 12 Jahren ungefähr. Da waren Sie also schon über 60? Über 60. Dass man plötzlich von Flensburg bis Passau genau wusste, wer Henry Fahl ist. Ja. Wenn nicht nur Ihre schauspielerische Karriere, auch sonst ist in Ihrem Leben einiges passiert, seit Sie über 60 sind. Sie haben noch ein bisschen mehr gemacht. Naja, ich bin ein Nachwuchsstarlet. Nicht? Ich habe mit 65 meinen Führerschein gemacht. Aha. Mit 66 die erste Schallplatte besungen. Das ist wirklich fabelhaft. Mit 65 einen Führerschein, darf ich schnell mal fragen, ging das glatt? Oder glatt, ist das ganz glatt, ohne Fehler, ohne Fehler. Und fahren Sie heute? Ja, heftig. Das ist mein größtes Hobby. Das ist ja fabelhaft. Warum haben Sie es nicht vorher gemacht? Normalerweise macht man das mit 20. Ja, das weiß ich gar nicht. Warum, weiß ich gar nicht. Und Ihre erste Schallplatte besungen mit 66? Mit 66. Und wie viele sind es seitdem? Können Sie sich noch erinnern? Viele? Naja, es sind 10. Eine Langspielplatte mit Frau Kabel zusammen. Nicht wahr? Ja, und man sieht sie ja auch allenthalben nicht nur spielen, sondern eben auch singen im Fernsehen. Ja. Und dann so andere Sachen noch. Supermärkte eröffnen, nicht wahr? Und Autogrammstunden überall, wo wir bald ums Leben gekommen waren, die Frau Kabel und ich, so ein Andrang. Der ganze Tisch war umgefallen im Warenhaus in Osnabrück. Und Frau Kabel war verschwunden hinter der Wand, die fiel zusammen, hatten sie wunderschön aufgebaut. Und dann hörte ich nur noch, Henry, hier bin ich. Da saß sie in der Nebenabteilung zwischen Kühlschränken, sah man ihren Kopf rausragen, nicht wahr? Aber Sie überstehen das ganz gut. Ja. Weil normalerweise sagt man doch immer, dass man gerade also mit zunehmendem Alter versucht, ein etwas ruhigeres Leben zu führen. Bei Ihnen ist das genau umgekehrt. Genau umgekehrt, ja. Und haben Sie auch vor, weiter so zu machen? Ja, vorläufig ja. Ich habe mir ja vorgenommen, in den Sielen zu sterben. Also, wenn ich ehrlich bin, wünsche ich Ihnen das nicht. Sagen Sie, aber trotz alledem heißt es ja doch immer, dass gerade in Ihrem Beruf mit zunehmendem Alter Schwierigkeiten auftauchen, zum Beispiel beim Textelernen und so. Ist das wirklich wahr? Nö, kann ich nicht sagen. Ja, man lernt etwas langsamer, nicht wahr? Aber das ist ja Gehirntraining durch die ganzen Jahre. Ich bin als Kind ja schon am Theater gewesen und das funktioniert eben noch, bloß etwas langsamer, nicht? Oder wenn man mal, ich meine mal im Fernsehen, im Studio, die vielen Scheinwerfer so aufs, dann ist das ja auch etwas schwieriger mit dem Text, nicht? Da habe ich aber einen kleinen Spruch mir gemacht. Die Grütze säuert im Gehirn und immer dünner wird das werden. Aber das geht ja dann nachher wieder vorbei, nicht? Ich erschrecke mich doch jedes Mal. Philipp, alter Freund, du darfst es mir nicht übel nehmen, nicht? Aber mir ist, als wäre ich gar nicht mehr da. Als wäre das bloß mein Geist, der hier noch lebt, Philipp. Ja. Naja, das wäre ja nun gerade nicht viel, Thünhannes, nicht? Aber nun kommen die Frauensleute, die wollen sich auch mal. Nee, mich stört ihr gar nicht. Nee? Ja, mich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Na, wir kommen nachher noch mal rum, nicht? Mensch, Hannes, dein Hut, also der ist ein Taler wert.
Der Hut, der ist gut. Mit dem habe ich vor mir Selbstrespekt. Seinen hinreißend schwarzen Humor hat Henry Fahl nicht direkt mit der Muttermilch eingesogen. Aber seine Großmutter übte schon früh massiven Einfluss auf die humoristische Entwicklung des Jungen aus. Immer wieder schleppte sie Klein Henry mit auf den Stralsunder Friedhof, um Zaungast bei den Beerdigungen vollkommen Fremder zu sein. In einer Mischung aus Unwillen und Interesse folgte Henry der Großmutter mit ihrem ausgeprägten Hang zu allem Theatralischen. Der frühe Umgang mit den wesentlichen Dingen des Lebens sollte ihn später dann auf der Bühne auch schwere philosophische Themen mit ungeahnter Nonchalance angehen lassen. Wilhelm, ich will dir mal was vorlesen. Das von einem ganz modernen Dichter, Sartre. Das Seiende im Sein des Daseins ist das Seiende im Sein des Seienden. Hannes, das musst du noch mal lesen. Wilhelm, das Seiende ist es in das Sein, das ist das Dasein, das ist Sein, Wilhelm. Du verstehst ja überhaupt nichts. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, das hieß der Düvelsburg. Da spielte Hans Mahler einen Lehrer, einen Schulmeister, wie das auf Plattdeutsch heißt, und Onkel Henry so einen alten Schäfer. Und der Onkel Henry hatte immer einen Vierzeiler, so ein Gedicht immer parat. Das musste er immer so mal einstreuen und so. Ne? Und jetzt kommt eine Szene, da steht Hans Mahler, der steht am Schreibtisch mit dem Rücken zum Publikum. Und Onkel Henry muss jetzt diesen Satz sagen. Und das war in Bad Bevensen, werde ich nie vergessen. Heidi Kabel, Heidi Mahler und ich, wir saßen hinter der Bühne, wir warteten auf den Auftritt. Und Onkel Henry, dem fällt dieser Vierzeiler nicht ein. Das hat jeder mal, das habe ich auch schon gehabt, andere Schauspieler auch. Und da hat er den Nerv und sagt, ja, dann sagt er, wo hädert man noch? Und dann fällt ihm das nicht ein. Und dann sagt er zu Hans Mahler, Schulmeister, wo wär das noch? Und Hans Mahler, der hat das ja inszeniert auch, der kannte die Texte, und der sagt diesen Vierzeiler, und dann sagt Onkel Henry, na bitte. Ne? Und ein Riesenlacher, Frau Kabel ist fast vom Stuhl gefallen. Also das muss man eben können. Ne? Und er konnte das einfach, er wusste sich zu helfen dann immer. Wo Bartels den Most holt, das wusste Henry Fahl stets. Schon für den pfiffigen Halbwüchsigen lag das Glück gleichsam auf der Straße. Mit Pferdeäpfeln machte er seine ersten Geschäfte, und eine Zukunft als Pferdeäpfelhändler war die einzig ernstzunehmende Konkurrenz für seine Theaterleidenschaft. Die Familie war mittlerweile nach Kiel gezogen und hatte anderes mit ihm vor. Hoteldirektor sollte Henry werden. Im ersten Haus am Platze, dem renommierten Hansa-Hotel, begann er als Liftboy eine recht kurze Karriere. Denn sobald das Salonorchester seinen Lieblingstitel »Ja, wenn das der Petrus wüsste« anstimmte, waren Henrys Gedanken im 7. Operettenhimmel und fern von seinen Liftboy-Pflichten. Wenn das der Petrus wüsste, ach, wie der sich freuen müsste. Selbst bei seinen Engelein kann es kaum schöner sein. Ja, wenn das der Petrus wüsste. Einer, auf dessen Klingeln Henry Fahl auch zu spät reagierte, weil sein Lied gerade einmal wieder erklang, war Karl Alving, Direktor gleich 3er Theater in Kiel. Alving fand Gefallen an dem musikalischen Träumer und erlöste Henry vom Auf und Ab des Liftboy-Daseins. Er engagierte ihn vom Fleck weg. Mit traumwandlerischer Sicherheit wechselte Henry Fahl vom engen Hotelflur auf die offene Bühne und feierte schon bald die ersten Erfolge mit seiner Titelrolle in Peterchens Mondfahrt. 1916 war das mitten im Ersten Weltkrieg, doch da das Kieler Theater unter dem persönlichen Protektorat des Prinzen Heinrich von Preußen stand, wurde Henry Fahl nicht eingezogen. 1918 Frieden und Engagement in Lübeck am Hansa-Operettenhaus. Die zweite von links sorgte dafür, dass es auch eine Verpflichtung auf Lebenszeit wurde.
Germaine Koch hieß die schmucke Dern, für die der flotte Frauenheld Henry Abschied von seinen Liebschaften nahm. Der Operettenbariton und die Tänzerin, sie sollten eine der glücklichsten Ehen des Showgewerbes führen. Ach, wie der sich freuen müsste. Braunschweig, Bernburg, Berlin hießen die nächsten Stationen des Künstlerpaares. In Berlin stand Henry Fahl sogar bei dem großen Max Reinhardt auf der Bühne. Paul Wegner lernte er dort kennen. Paul Wegner, mit dem er später in einer Hamlet-Inszenierung durch das Reich ziehen sollte, in dem nun die Nazis das Sagen hatten. Germaine war Jüdin. In einer Gartenlaube bei Ratzeburg war sie untergetaucht, als Henry 1941 in Karlsbad sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feierte. Seine künstlerischen Mittel hatte Henry Fahl zur Gänze entfaltet und das Theatergewerbe kannte er aus dem FF, vor und hinter der Bühne. In der Fernsehserie Am Abend ins Odeon durfte er diese Erfahrung einbringen. Er spielte den Garderobier Peach, der nicht im Rampenlicht arbeitet, sondern hinter den Kulissen des Showgewerbes mit all seinen Schwächen. Was tun Sie da? Aufstehen! Ha! Viel zu spät ist es jetzt. Maske machen dauert bei denen seine 6 Minuten. Ach, was sage ich? 7. Mindestens 7. Also angenommen, er käme doch noch, wie lange würden Sie mit dem Kostüm brauchen, Herr Peach? Ach, Herr Junges, das geht doch bei mir ein paar Sekunden. Ich werde das Kostüm gleich raushängen. So, jetzt... Ich hab's mit dem Magen. Ich heute auch. So eine Aufregung, die schlägt mir immer sofort auf den Magen. Wie oft sind Sie aufgeregt? Meistens. So ein Anzug ist doch gar kein Problem. Aber das Schminken, ohne Tarn kann ich den nicht rauslassen. Ich habe noch nie jemanden als Weißkäse auf die Bühne geschickt. Ich nicht. Doch viel braucht der doch sowieso nie. Und das bisschen Farbe, was der drauf hat, das kann man schon mal weglassen. Stehen Sie als Maskenbildner im Programmheft oder ich? Na also. Ich halte meinen Namen hin. Und wenn der auf der Bühne nachher unmöglich aussieht, fällt es auf mich zurück. Ja. Jawohl. Ja, jedenfalls danke schön, Herr Peach. Ja, bitte schön, Herr Junges. Was sich die Leute vorstellen. Außerdem ist es nicht nur der Tarn bei denen. Der muss Schatten eingelegt bekommen, die Augenbrauen muss ich machen und die Schläfen müssen grau gepudert werden. Das ist wichtig, sehr wichtig. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Kuhn, was hier wichtig ist. Sie sind hier nicht wichtig. Ich bin auch nicht wichtig. Wichtig ist der, der draußen steht. Und wenn er denn was kann, dann sind Ihre paar Schatten unter seinem Kinn. Scheißegal. Jawohl. Der Film war Henry Fahls große Leidenschaft, doch diese Liebe blieb lange unerwidert. In seinem Leinwanddebüt 1934 spielte er einen Mexikaner, aber die Bandbreite seiner schauspielerischen Mittel wurde durch das Kostümbild massiv eingeschränkt. Mit den Großen des Filmgewerbes sollte er erst später arbeiten und dann fürs Fernsehen. Mit Helmut Keutner etwa, bei dessen wunderbarer Fantasie über die Archäologie des Serienunwesens, am Beispiel Rinaldo Rinaldini. Fahrende! Wer bist du? Donnerwetter, kommst du mir vor wie einer aus Rinaldinis Bande. Was geht uns bei der Rinaldini an? Ich könnte mir Kopfgeld verdienen, das auf ihn ausgesetzt ist. Rinaldini ist jüngst von toskanischen Soldaten niedergehauen worden. Sapperment, du bist einer von seiner Bande. Donna Antoria, sag das nochmal. Ich bin der Förster von Foresta Argenta und war gegen Rinaldini aufgeboten. Wir haben einen heißen Tag gehabt und du, Schuft, willst mir... Ja, nun, ich bitte um Verzeihung. Man kann sich irren. Schenk ein und zeigt eure Pässe. Der Siegeszug des Fernsehens wurde auch zum Triumph für Henry Fahl. Als Oper der Nation wurde er vollwertiges Mitglied der Familien vor dem Bildschirm. Sie löschten das Licht und sahen fern, im Kreise der Familie. Hilfe! Hilfe! Johanna, und diese verdammte Musik! Lass mich hier raus! Raus, sag ich, Johanna! Das war wieder ein Anfall. Der arme Opa. Ich hab das satt hab ich das nur. Nun schlaf doch mal, Opa! Ich hab ausgeschlafen für immer. Aber Opa, du sollst doch schnell wieder gesund werden. Ja, siehst du
Peter. Und darum brauche ich ein Messer. Wozu das denn? Ja, ich möchte ein bisschen was schnitzen, Peter. Nicht so einen kleinen Holzkopf. Ach, warte. Ich gebe dir mal ein neues Taschenmesser. Das ist vielleicht scharf, du? Ach, Gott sei Dank, das will ich haben. Du darfst aber nicht aufstehen, Opa. Oh, nee, ich will ja hier liegen bleiben. Herrgott, ich bin doch so froh, dass ich hier liege. Na, dann ist gut. Achtung, fahren. So, das wollte ich haben. Wenn ich mich bloß nicht angesteckt habe. Am besten gleich mal gurgeln. Aber Opa! Was ist los? Du hast ja gar kein Holz zum Schnitzen. Das hol ich mir selbst. So. Jetzt kommt was erleben. Jetzt kommt was erleben. Was hast du denn, verdammte Bengel, du? Das wohl alle hört sowas. Nun sollen die was erleben, diese Brüder. Nun sollen die was erleben. Ah, ich sehe aus wie Ramses der 23. Da haben sie mich hier eingewickelt wie so eine Mumie. Die werden ja Augen machen, diese Brüder. Da ist das Ende. Das. Seine ersten künstlerischen Schritte in Hamburg ging Henry Fahl nicht am Ohnsorg-Theater, sondern auf der Operettenbühne Flora, am Jungen Theater und in Helmut Gmelins Theater im Zimmer im vornehmen Harvestehude. Eine kleine, doch ausgesprochen feine Villa hatte Helmut Gmelin nach dem Krieg zum Ort für gutes Theater bestimmt. Seine Tochter Gerda führt das Haus bis zum heutigen Tage. Das Ehepaar Fahl versuchte nach dem Dritten Reich in Hamburg einen Neuanfang. Die kleine Rolle in der deutschen Erstaufführung von Komm wieder, kleine Scheber war ein wichtiger Schritt dazu. Henry Fahl war ungeheuer skurril, aber er war, also ich möchte mal so sagen, mein Vater war auch sehr skurril, aber kam mehr vom Kopf her. Und bei Henry, glaube ich, kam die Skurrilität mehr aus dem Bauch sozusagen. Also es hatte mehr was Ursprüngliches, womit ich nicht sagen will, dass er kein Hirn hat, um Gottes Willen. Aber er war ursprünglich, nicht? Seine Skurrilität. Im deutschen Krimiwesen der frühen 60er Jahre ließ Henry Fahls Skurrilität sich bestens brauchen. Regisseur Jürgen Roland war einer der Ersten, der das bemerkte und für seine Stahlnetz-Serie nutzte, als es galt, einen Gerichtsmediziner originell zu besetzen. Da sagte irgendjemand, da gibt's einen Mann, der heißt Henry Fahl. Das sagte uns allen nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Mir ein Foto gezeigt da irgendwoher und das sah ja sehr gut aus. Ich habe gesagt, das sieht so aus, als wenn. Und dann kam er ins Atelier, sehr sachlich, sehr professionell eigentlich. Und dann machten wir die erste Probe mit Platte. Ich machte die beiden Herren dann bekannt. Und wir alle stellten sofort fest, beglückt, dass es ein erstklassiger Schauspieler war. Was vielleicht viele unserer Zuschauer gar nicht so registriert haben, dass er auch eben durchaus ernste Rollen spielen konnte. Nicht? Wie alle guten, großen Komiker, wie Platte. Platte zum beste Beispiel. Also nicht die Klamottenleute, die sich gegenseitig Torte ins Gesicht schmeißen, aber die großen Komiker sind ja durch die Bank erstklassige Schauspieler. Das war hier auch. Er packte das sofort an. Ich vergesse nie, dass Platte mich beiseite nahm und sagte, wer ist denn das? Ich sage, ich habe den auch zum ersten Mal hier. Der ist ganz neu. Das ist ja hervorragend. Ich holte mir jetzt eine genaue Beschreibung des Toten. Professor Bilk hatte ihn damals obduziert. Und er hatte auch noch sämtliche Unterlagen da. Sogar noch den Schädel des Toten. Hier sehen Sie die Kerben. Man kann alles ganz genau erkennen. 5 Schläge. Aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Beil. Sie erkennen das an der Form der Brüche. Wie hat der Tote etwa ausgesehen?
Er war ungefähr 1,82 groß, dunkelblondes Haar, schmale Hände. Im Unterkiefer rechts fehlen 2 Zähne. Oben, der Fünfer links, war ein Goldzahn. Hier. Diesen Typ zu besetzen, also bei mir in den letzten Jahren spielt jetzt immer Balduin Bars. Und das besagt eigentlich alles. Es muss einer sein, der blitzgescheit ist, war Wahl. Es muss einer sein, der sehr souverän ist, war Henry Wahl. Aber er soll durchaus so ein bisschen den Schalk in den Augen haben und ein bisschen das rüberbringen, weil es ja halt eine makabre Szenerie ist. Ich erzählte Henry, das fällt mir noch ein, ich erzählte nämlich Henry, der sich noch nie in solchen Häusern aufgehalten hat, so Leichenschauhäusern. Da sagte er, wie ist denn das so? Da habe ich gesagt, du musst dir vorstellen, oder wir sitzen uns wohl, weiß ich nicht, du musst dir vorstellen, da sitzen diese Leichenwäscher und essen ihr Frühstück und lesen Fix und Foxy. Und 2 Meter von ihnen auf dieser Tabula, wie es heißt, liegen dann eben so 27 Leichenteile, die alle zu einer oder derselben Person gehören. Das prägt den Mann, muss man so zu sagen. Und das hat er alles aufgenommen, sich angehört und das hat alles wirklich mitgespielt. Großartige Leistung. Tja, und dann war, glaube ich, eine blasse Narbe am Bauch zu sehen, wahrscheinlich Blinddarmentzündung, rechte Unterbauchgegend. Und dann fällt noch der breite Schädel auf. Das können Sie jetzt noch sehen. Mindestens Hutgröße 59. Das ist alles? Ja, das ist alles. Außer, naja, die Leiche hatte 10 bis 11 Monate im Wasser gelegen. Wie alt war der Mann eigentlich? So um die 40 rum. Eher etwas jünger. Das ist immerhin etwas. Aber ob es reicht, ihn zu identifizieren? Das wird sich zeigen. Da haben Sie sich aber allerhand vorgenommen. Ich möchte nur wissen, wer diesen Mann im Herbst oder Winter 46 mit einem Beil den Schädel eingeschlagen hat und warum er es gemacht hat. Das ist alles. Ein Jahr davor sind Hunderttausende umgebracht worden. Ja, man weiß, wer schuld an ihrem Tod ist. Bei diesem weiß ich es nicht. Naja. Ach, übrigens noch etwas. Ich hatte das damals, glaube ich, nicht in meinem Bericht, weil Sie es wohl nicht weiterbringen. Aber dieser Mann ist auf einem weichen Untergrund erschlagen worden. Wäre es auf dem Fußboden oder auf der Erde oder so geschehen, hätten hier noch einige Verletzungen sein müssen. Ich werde sehen, was es bringt. Man muss so viel wissen wie möglich. Was nachher wichtig ist, wird sich herausstellen. Für Henry Fahl war der beginnende Ruhm der späten Jahre ein unverhoffter Segen. Fast 60 Jahre hatte er sich mehr schlecht als recht durch das Schauspielerdasein geschlagen. Jetzt wollten ihn nach und nach alle. Selbst die Werbung, die hier leider auf seine rauchige Stimme verzichtet. Henry Fahl wurde zum begehrten schauspielerischen Markenartikel der gehobenen Preisklasse. Männer und Eckstein. Ich lass mich doch nicht verramschen. 1000 Mark gibt's aus, dann ist der Handel abgeschlossen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sag mal, bist du ein Auto oder bist du ein Opa? Nee, ich bin Opa. Ja, aber Autos kannst du haben, so viel, als du willst. Aber zeig mir mal ein Geschäft, wo ein Opa in Schaufenster liegt. 1000 Mark. Ja, Opa ist ein Luxusartikel. Willst du 1000 Mark ausgeben oder nicht? Ach, wenn du doch nicht gleich so unbändig in die Höhe gegangen wärst. Nee, bei Opas gibt's ja keine Höchstpreise. Ne? Guck mich an, du wirst nicht betrogen. Bitte. Ja, dich können wir schon brauchen. Ja, und mit mir wirst du mehr Freude haben als mit 3 Quarters. Ja, das glaube ich wohl. Ach, wenn du doch bloß nicht so bannig teuer wärst. Also gut, pack ihn mir ein. Gib ihm Überrock. Draußen ist es windig und ich habe keinen geschlossenen Wagen, nicht? Ja, nur. Ja, aber erst möchte ich denn nun mal die 1000 Mark sehen, ne? Ach so, ja. Hier. Hier. Da. Ja, das sind 100. Ja, das andere kommt nach. Wann er denn? Jeden Monat 100 Mark. Das ist gut. Ja. Dann nimmt man heute erstmal meine Weste.
Die Republik im Pfahlfieber. Ohne ihn konnte keine Fernsehshow sein. Ob Schlüters Zwischenmahlzeit, Kulis EWG-Quiz oder Karels Show Henry gab noch jeder Sendung seine ureigene Note. Der wichtigste Mann in einem Kurort ist der Kurdirektor. Wo ist der Kurdirektor? Der ist nicht da. Wo ist er dann? Zur Kur. Und da sind da die Kurgäste, die fast allen in Pensionen wohnen. Hier ist der typische Kurgast. Guten Morgen, Herr Pensionsdirektor. Herr Pfahl, wollen Sie bitte nicht vergessen, dass die Ortskrankenkasse, die Ihre Kur bezahlt, mich beauftragt hat, darauf zu achten, dass Sie jeden Tag pünktlich um 22 Uhr ins Bett gehen. Was? Sie haben mich doch gestern eigenhändig um 10 Uhr hereingelassen und haben hinter mir die Tür zugeriegelt. Und trotzdem sind Sie wieder in die Kneipe gegangen. Ich? Ja. Nein. Doch. Sie haben nämlich vergessen, als Sie zurückgekommen sind, die Strickleiter wieder einzuziehen. Oh, Sie merken aber auch alles. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Ich will raus hier, den ganzen Tag. Als junges, blühendes Weib neben so einem alten Knacker. Ich danke schön. Ach, Sie mit Ihrem ewigen Grinsen. Machen es doch so wie ich. Alles Trainingssache. Was meinen Sie, wie oft ich vorne lächle und hinten mit den Zähnen knirsche? Seien Sie mal lustig mit den ganzen Tag mit so einem schweren Ding auf dem Kopf. Gehen Sie doch oben ohne. Ich glaube, Sie haben gar keine Haare mehr. Ach, Sie, warum hat man Sie nicht in ganzer Figur gemalt? Haben Sie vielleicht Beine? Wer ist denn das? Der Frosch. Aus der Fledermaus? Er hat mir heute meinen Ball aus dem Brunnen geholt. Ja, und dafür hat sie mir versprochen, dass ich an ihrem Tischchen sitzen und von ihrem Teller essen darf. Ist das wahr? Ja. Hast du das wirklich versprochen? Ja, Papa. Ja, dann musst du es aber auch halten, mein Kind. Bravo, ein seltenes Wort für einen König. Page, ein Stuhl für den Herrn Frosch. Ja. Da! Bitte? Happen. Schmeckt es denn, Herr Frosch? Danke, Herr König. Sehr gut. Ich bin schon satt. Und jetzt wollen wir in dein Bettchen gehen. Hast du das auch versprochen? Ja, Papa. Ja, wenn du das versprochen hast, musst du das auch halten. Angenehme Ruhe, Herr Frosch. Es ist zu schön, dass Sie die Tiere so lieb haben tun. Henry Pfahl auf allen Showkanälen. Was Wunder, dass auch seine Stammkneipe nur aus Kulissen gebaut war, die legendäre Haifischbar. Aber die Drinks waren manchmal echt. Haifischbar ist des Abends, was Sehen Sie mal, wenn Sie mich nachts um 12 auf der Straße treffen, wie würden Sie mich da ansprechen? Ich Sie? Ja. Ich würde sagen, hallo Captain. Gerade die richtige Zeit, Sie zu einem Schnaps einzuladen. Sehen Sie, das ist die richtige Antwort, auf die ich den ganzen Abend gewartet habe. Du kannst den Schnaps für mich schon reservieren. Und jetzt wollen wir tanzen. Was jetzt? Das ist doch ein Beat. Wir sind lieber auf den Walzer warten. Nein, Beat! Wer bietet mehr? Er war auch sehr beliebt so beim Studio Hamburg und bei der Haifischbar und abends ins Odeon, was er alles so gedreht hat. Zum Waldspaziergang? Zum Waldspaziergang, ja, richtig. Was ist der Waldspaziergang? Ja, ich bin da dann neu angefangen da bei der Haifischbar. Und da hat er zu mir gesagt, da wollen wir mal einen Waldspaziergang machen. Ich sag, wir können doch jetzt nicht hier rausgehen, wir sind noch im Studio, oder hier ist auch gar kein Wald. Nee, komm mal mit in die Aufnahmeleitung. Naja, und dann, in der Aufnahmeleitung gab es dann den Waldspaziergang. Das war Jägermeister
und Korn, so in so Stammbandgläsern. Das war dann der Wald. War ganz berühmt da alles. Mit Karlchen Bay und wie die alle hießen. Adi Münster, wir waren immer beim Wald. Nicht immer, wir mussten ja auch noch ein bisschen arbeiten da. Oder spielen. Da gab es dann Waldspaziergang. Ich sage ja immer, trinken muss man nur aus Freude, nicht? Bloß nicht, um irgendetwas vergessen zu wollen, nicht? Mancher, der trinkt, um seine Frau zu vergessen. Und was hat er davon? Nachher sieht er seine Agathe doppelt. Du endlich mal auf unseren Draufgänger eintrinken, nicht? Ja. Prost, dann verzeihen, noch eine Frage vorher. Was ist es eigentlich Lütt und Lütt? In Hamburg nennt man Lütt und Lütt, nennt Kümmel und ein kleines Bier. Das schmeckt so gut und ist für mich mein Lebenselixier. Da ging ich eines Tags spazieren in dem schönen grünen Wald und plötzlich von dem höchsten Zweig ein kleines Lied erschallt. Lütt, Lütt, Lütt. So klingt vertraut es an mein Ohr. Lütt, 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 Lütt. Singt mir ein Vöglein vor. Ach, mir ist so leicht zumute. Schöner getrunken ward nie. Henry Fahl kultivierte den Suff auf der Bühne zu seinem persönlichen Schauspielfach. Bei so einem blöden Schluck, da wird man doch gleich einen ganz anderen Menschen. Oder andere Menschen, der mag auch gerne an. Friedrich! Bist du noch da unten? Aha. Hat mich einer gerufen? Was hast du denn noch da unten zu suchen? In was für ein Ton schnackst du denn mit mir, mein Süßen, was? Sofort kommst du rauf, du! Nee, ich bleib hier, du. Da oben, da wohnt ein Drachen und der fliegt mir immer auf den Kopf. Du bist ja betrunken! Zum letzten Mal, in 2 Minuten bist du oben! Zum letzten Mal, wenn du mir so kommst, da komm ich überhaupt nicht wieder, du. Dann flieg ich nach dem Süden hin und du bleibst zu Hause. Die Szenerie kleinbürgerlicher Wohnblocks war Henry Fahl nur zu vertraut. Bei ihm im Treppenhaus und vor der Haustür konnte er die Menschen beobachten, die er so hinreißend porträtierte. 4. Stock, Heusweg 18, Hamburg-Eimsbüttel hieß in den Jahren des Aufstieges seine Adresse. Und viele Eimsbüttler erinnern sich noch heute lebhaft an ihn, den Volksschauspieler, der immer einer der ihren war. Die Wahl, aber ob ich den noch kenne. Auch als Schauspieler. Auch als Schauspieler, ja. Haben Sie den persönlich gekannt? Doch, doch. Und zwar bei Opitz früher. Wir haben doch ein Akkordeonorchester gehabt. Und dann saß er da manchmal mit uns und haben Bier getrunken. Ja, oh schade, dass mein Mann das nicht mehr erlebte. Also der könnte noch erzählen von ihm. Doch, mit Henry Wahl haben wir noch manchen Klönschnack gemacht. Und er hatte hier so eine Episode, da war mal eine junge Dame drin, die wollte für den alten Herrn den Platz nicht freimachen. Und dann hatte sie irgendeinen Wunsch an ihn und sagte, wissen Sie, das tue ich Ihnen jetzt auch nicht. Wenn Sie so unhöflich sind, kann das genauso gut. Da hat er dann schön drauf verzichtet. Der hat da gewohnt. Haben Sie den mal irgendwie persönlich Ja, aber kennengelernt? Karstadt, ja, ja. Was war das für ein Mensch? Kann man Nett, ja. Immer nett. Ja, sehr nett, ja. Sie irgendwie noch erinnern? Freundlich. Ja, er kam die Treppe runter, ich habe gegrüßt und er hat wieder gegrüßt und sehr nett, also gar nicht eingebildet und so. Er ging mit seinem Kamelhaarmantel immer, also es war immer, und jeden hat er gewunken und guten Tag gesagt, also es war schon... War ein freundlicher Mensch, ne? Ganz freundlicher Mensch, ja, nee, also wirklich, ne? Sehr freundlich und, ja, aber jeder kannte ihn, ne? War so richtig, hier zum Kiez gehörte dazu? Ja, ja, sicher, hier Eimsbüttel, das war Henry Wahl, ne? Da läuft dir das Wasser im Maul zusammen, was? Ja, nützt dir aber nicht zu. Das ist alles abgewogen bis aufs Gramm. Das kriegt nachher alles die Fische hier. Na, Vater Lorenz?
Wie geht's denn den Piranhas? Ach, die haben sich noch nicht gegenseitig aufgefressen. Die leben alle noch. Der Mann steckt tatsächlich voller Verrücktheiten. Ich hab immer gedacht, das legt sich mal mit den Jahren. Aber je öller. Sie den Tiger da geschossen? Tja, was denkst denn du, mein Junge? Mit einem Schuss, das war auf Ceylon. Haben Sie mir nicht erzählt, es war in Hinterindien, Vater Lorenz? Hinterindien? Ja, in Hinterindien, da habe ich ja 2 geschossen, nicht? Das da, das war auf Ceylon. Freund, seid ihr mal nicht wieder was vor, Vater. So, jetzt kommt die Fütterung der Raubtiere. Fleisch? Fische fressen doch kein Fleisch. Ja, das sind doch Piranhas. Piranhas, du, die fressen einen ganzen Elefanten. Steck bloß nicht den Finger ins Wasser, der ist weg wie nix. Na, willst du nicht auch mal ein ordentliches Stück Prim abbeißen, du? Ja, das stärkt die Zähne und du wächst dann auch schneller. Hör aber auf, Vater. Was soll Freund Seidler denn von uns denken? Keine Sorge. Ich weiß ja, wie Vater Lorenz das meint. Ja, nicht? Na, Waldi, willst du denn noch ein Stückchen Prim haben? Er frisst es. Fräulein Seidler, ihr Hund primt. Das wird mal ein richtiger Bordhund werden. Wenn die Jugend... Der Nimbus des Seefahrers, der nur auf den 7 Weltmeeren wirklich zu Hause ist, haftete Henry Fahl an. Sein Vater hätte es gefreut. Die Wirklichkeit aber sah anders aus. Schon der Halbtag-Segelturn zu seinem 75. zählte zu Henry Fahls größten maritimen Erlebnissen. I like Henry, darin waren sich die Hamburger einig. Auch als Henry Fahl zu seinem 75. Geburtstag im Unfrieden das Ohnsorg-Theater und damit seine Partnerin Heidi Kabel verließ. Er hätte so gern am Jubeltag bei Ohnsorgs noch einmal seine Rolle, den Matten, gespielt. Doch es sollte nicht sein. Der Direktor des St. Pauli-Theaters sah darin seine Chance und engagierte Alstar Henry als Matten an sein Haus. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll Musikant werden, nicht? Ja, aber der Herrgott, der hat dich in seinem Zorn zum Schuster gemacht und mich mit dir bestraft. Singe, wem Gesang gegeben. So, Matten, wenn du das verdammte Saufen nicht lässt, du... Ja, trinke, wem Getränk gegeben, nicht? Und alle werden Muster ohne Branntwein doch, nicht? Denn was ich trinke, das bringt dir keinen anderen um, nicht? Ja, bis ich dich eines Tages auf die Straße werfe. Oh, das tun sie ja doch nicht, Meister. Naja, ein Stück Brot wird schon immer für dich übrig sein, ne? Vielen Dank auch, Meister, nicht? Aber am Brot habe ich eigentlich gar nicht gedacht, nicht? Er hat ja zum ersten Mal bei uns 1973 Meister Annecker gespielt und anschließend die Zitronenjette von Paul Möhring, die Zitronenjette als Frau gespielt. Da war er ja einmalig in der Rolle. Insgesamt hat er bei uns über beinahe 300 Vorstellungen gegeben, bis zum 5. Januar 1975. War das so ein Theatertier, der konnte gar nicht ohne, nicht? Ach, er hatte nicht immer Lust. Er war nicht immer guter Laune. Also, aber wenn er draußen stand und Publikum hatte, dann war er da, dann war er voll da. Und er war ja manchmal mit seinen Texten nicht ganz sicher. Er vergaß ja den Anschluss. Und dann hat er immer sein berühmtes, das war sein Markenzeichen, das Kichern und das Lachen. Damit hat er es überbrückt. Und sein Partner hat dann schnell seinen Text gesprochen und dann war er wieder da. Zitron, Zitron, Zitron. An jeden Dach den Gott warten lässt, da bin ich ob de Bein. Kommt sie an Graskeller mal vorbei, da könnt sie mich auch sehen. Ich sitt da ob de Kohlenstein und seh de Menschen gehen. Von Tiet zu Tiet raub ich im Ton. Zitron, Zitron, Zitron. 5 Pen das Stück, alles frisch und gut und kerngesund. Wer kauft mir einer? Wir haben einmal etwas ganz Tolles erlebt. Da hat der Henry Kielmann hat dafür gesorgt, weil der Text sich nicht mehr da war in der Zitronenjette 1975. Hat er ein Hörgerät bekommen und wir mit einem kleinen Sender hat Kielmann ihm den Text gegeben. Und plötzlich war der Polizeifunk drin und da hieß es,
Peter 16, bitte kommen. Peter 16, bitte kommen. Und er sagte prompt, Peter 16, bitte kommen. Peter 16, bitte kommen. Und es ist ihm das eingefallen, dass das da nicht hineingehörte. Und dann hat er in die Kulisse zur Kielmann geschrieben, was sabbelst du doch für ein Blödsinn? Und das Publikum hat ein großer Lacher, hat geglaubt, das gehört zur Regie. Jette, du musst mit der Trinkerei aufhören. Eine Frau tut doch sowas nicht, schon gar nicht, wenn alle Leute das sehen können. Richtig, Herr Wachtmeister. Lieber heimlich, dann unheimlich. Ja, ich trink doch gar nicht, Herr Ude. Ich hab bloß, wenn ich abends einen Lütten Köhm kriegen, der krieg ich spendiert, nicht? Und der kann ich doch nicht utschlagen, nicht? Na, na, na! Du hast aber doch immer einen Buddel bei dir! Hilfe! Der Ude will mich vergewaltigen. Henry, Sie spielen ja nicht zum ersten Mal eine Frauenrolle. Sie haben schon mal eine gespielt. Ja, in der Operette. Bei der Operette haben Sie auch gesungen. Gesungen, ja, das ist sehr schön gesungen. Sehr schön. Sie werden bald 77. Ist das nicht eine wahnsinnige Schaffe? Sehr anstrengend, jetzt noch jeden Abend auf der Bühne. Ach Gott, nee, das ist es nicht. Das kann bloß sein, wenn das so, die Proben sind ja immer das Beschwerliche, nicht? Aber nachher, wenn das Stück läuft, dann wird das eben gut gemacht, nicht? Und das soll dem Publikum ja gefallen, das versuchen wir ja alle hier, nicht? Er gefiel, spät, aber heftig. Auf der Bühne sprechen kann jeder, die Pausen füllen, darum geht es, hatte Albert Bassermann seinem jungen Kollegen verraten. Henry Fahl gelang das bravourös, im Kleinen lag seine Größe. Die Jette war seine letzte Rolle, 1977 starb er, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Sein Spiel aber ist unvergänglich, unvergessen. Das Geld, das nehme ich nicht. Das ist ein Sündengeld, ist das. Bloß damit ich nicht sludern soll. Ein Sündengeld. Wie viel Lütt und Lütt ich habe. 10, 20, wahrhaftig 20 Lützelagen. Nee, ich will das Mann erstmal wieder einstecken. Das kann er ja auch nicht liegen bleiben, sonst könnte den Meister das aber bannig auffallen. Aber diesem Bürgermeister, wenn der mir wieder über den Weg läuft, dann kriegt er das wieder. Dem will ich meine Meinung sagen. Aber nicht so knapp. Lütt und Lütt.